Ja, ja. Habe ich gut in der Kamera. Schon den Fall aufgepasst. Schon rechts aufgepasst. Ja, genau. Ich sehe im Moment die Kindersitze von ihrer Schwester. Kurz vor der Weltmeisterschaft in unserem Lande von Termin zu Termin eilen muss und trotzdem heute die Zeit für uns gefunden hat. Ich begrüße sehr herzlich den Geschäftsführer, den geschäftsführenden Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, Herrn Dr. Peter Schwan. Das Land Rheinland-Pfalz hat und hatte immer in der Vergangenheit ein offenes Ohr für unseren Verein. Dafür meinen herzlichen Dank und ein herzliches Willkommen dem Minister für Inneres und Sport, Herrn Karl-Peter Bruch. So, Herr Oberbürgermeister, Sie sind Aufsichtsratsvorsitzender der Stadion GmbH. Ihr Mandat im Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern haben Sie kürzlich wieder angetreten. In mannigfaltiger Hinsicht sind Sie unserem Verein verbunden. Ich begrüße Sie sehr herzlich, Herr Bernhard Däubig. So, lieber Ottmar, verehrte Frau Walter, lieber Horst Eckel, verehrte Frau Eckel, sehr geehrte Frau Liebrich, Sie bzw. Ihre Männer sind es, die wir heute ehren wollen. Es ist schön, dass Sie der Einladung gefolgt und heute hier anwesend sind. Herzlich willkommen. So, Herr Seile, Geschäftsführer der Stadion GmbH. Herr Seile, Geschäftsführer der Stadion GmbH, ist selbstverständlich anwesend. Die Mitglieder des FCK-Aufsichtsrates, also meine Kollegen, und Herr Walter Zuber, Träger des Goldenen Ehrenringes und langjähriger Förderer des 1. FC Kaiserslautern. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. So, Hans-Peter Schössler kommt, glaube ich, noch, aber ich begrüße ihn, ich sehe ihn nirgends stehen. Ich begrüße ihn mal schon vorher, wenn er dann kommt, ist er begrüßt. Er ist der Geschäftsführer, Sie wissen das, von Lotto Rheinland-Pfalz. Jahrzehnten ist er mit diesen Männern, die wir heute ehren, ganz eng verbunden. Und ich grüße auch Herrn Gerhard Theis von der Karlsberg Brauerei. Schön, dass Sie hier sind. Und gerade eben habe ich noch gesehen, unsere Präsidenten der vergangenen Jahre, Hubert Kessler und Norbert Thienes, herzlich willkommen. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heiße ich sehr gerne auch die Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadion GmbH, die Mitglieder des Ehren- und Vereinsrates des 1. FC Kaiserslautern, die Fanbeiräte unseres Vereines. Herzlich willkommen. Und gerade habe ich erfahren, dass Herr Günter Klinkowski bei der letzten Sitzung des Ehrenrates zum Vorsitzenden unseres Ehrenrates gewählt worden ist. Herzlichen Glückwunsch und viel Glück. Meine Damen und Herren, last but not least begrüße ich die Vertreter von Presse, Funk und Fernsehen. Schön, dass Sie da sind. Schreiben Sie gut über den 1. FC Kaiserslautern. Herzlich willkommen. Verehrte Gäste, sollte ich jemanden bei der Begrüßung vergessen haben, glauben Sie mir, es ist keine Absicht, es liegt an meiner menschlichen Unvollkommenheit. Ich bitte vorher schon um Nachsicht. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir heute hier ein Denkmal einweihen und enthüllen, ist auch Zeugnis und Beweis, dass Kommunikation und Zusammenarbeit in unserem Verein sehr gut funktionieren. Vor circa 2 Jahren in Kössen im Trainingslager sprach mich ein Mitglied unseres Vereins, der Fritz Wischner, da hinten steht er auch, sprach mich an, das heißt, er hat ja ein bisschen geschimpft und hat mich darauf hingewiesen, dass das Grab von unserem Weltmeister Werner Kohlmeier eingeebnet wurde.
Ich war damals erschrocken und habe ihm versprochen, mich darum zu kümmern. Also es hat sich herausgestellt, der FCK wusste davon nichts. Es war ein Verwaltungsakt, wie man so sagt. Ich war sehr traurig und diese Gruppe um den Fritz Wüchner, unsere Mitglieder, der Günther Zwerger und Uwe Fuhrmann und ich zusammen, wir haben damals beschlossen, hier muss etwas getan werden. Wir haben dann Herrn Schössler, Herrn Göbel und Herrn Seile zusammen eingeladen und haben diskutiert, wie kann man die Erinnerung an Werner Kohlmeier sinnvoll gestalten, ohne vielleicht jemand anderes zu nahe zu treten. Und Günther Zwerger hatte dann die Lösung, ein Denkmal für alle 5 Helden. Für mich, ich weiß, ihr wollt das nicht hören, seit meinem 11. Jahr Lebensalter immer noch Helden. Und dieses Denkmal, meine sehr verehrten Damen und Herren, sollte dann finanziert werden. Da hat zuerst diese Gruppe gesagt, okay, die Unternehmer können ein bisschen mehr bezahlen oder wir machen eine Sammlung. Wir haben jedenfalls beschlossen, das Denkmal wird gebaut. Und Sie, Herr Dr. Zwanziger, teilten mir kurz danach mit, dass der Deutsche Fußballbund die Kosten übernimmt und Sie bedanken sich bei mir für die Idee und das Engagement. Diesen Dank gebe ich sehr gerne weiter an die eben von mir vorgenannte Personengruppe. Herr Dr. Zwanziger, ich will mich bei Ihnen abschließend bedanken. Sie haben unserer Stadt, unserer sportbegeisterten Region und unserem Verein es ermöglicht, ein Zeichen zur Kultur der Erinnerung zu setzen. Herzlichen Dank. Liebe Gäste, liebe Sportfreunde, liebe Freunde des 1. FCK. Das waren noch Zeiten, als Bayern zur Pfalz gehört hat. Da hätten wir das alles schon vorher geregelt. Aber so müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ich bin aber froh, dass wir hier in so vertrauter Runde uns zusammengefunden haben, um ein Denkmal einzuweihen. Ein Denkmal ist, und vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dem Namen zu tun, ist auch ein Merkmal. Ein Merkmal, das hat möglicherweise auch was mit sehr verdienstvollen Leuten zu tun, die jetzt Geschichte für die nächsten 50 Jahre in diesem Verein schreiben. Aber ich meine, es ist ganz wichtig, sich zurückzuerinnern. 1954. 1954 war etwas, was weit über Kaiserslautern hinaus sozusagen die ganze Welt bewegt hat. Und es war ein neuer Anfang. Dass wir jetzt, nachdem die Weltmeisterschaft zu uns kommt, und zwar als Austragungsplatz, dass wir da an dieses Denkmal auch ein Merkmal knüpfen. Ich denke, das ist maximal. Vor diesem Hintergrund wünsche ich, dass dieses Denkmal ein Merkmal ist zur Erinnerung an die vergangenen 52 Jahre und dass sie an diesem Berg den guten Lauterer Geist aufrechterhält für die nächsten 50 Jahre, für die nächsten Generationen. Vor diesem Hintergrund möchte ich mich bei denen, die heute durch dieses Denkmal geehrt werden, nochmal herzlich bedanken. Leider können ja 3 nicht da sein. Fritz Walter, Werner Liebrich, Werner Kohlmeier. Ich denke aber, dass die beiden, die uns noch erhalten geblieben sind und noch lange erhalten bleiben, dass die es mitnehmen und ich denke, die geistige Verständigung, das was vom Herzen kommt, das Gefühl, das immer noch zusammen. Und ich denke, dass das Denkmal hier ein Grund ist und ein Platz ist, wo diese Gefühle Wirklichkeit werden, wo sie Gestalt annehmen. Deshalb vielen Dank an all diejenigen, die die Idee gehabt haben, die den Mut gehabt haben, diese Idee umzusetzen und die heute hier sind, um diesen Tag zu feiern. Meine Damen und Herren, Sie kennen alle das berühmte Spiel Stadt, Land, Fluss. Hier auf dem Betzenberg ist es kein Spiel, sondern Wirklichkeit. Stadt und Land halten nämlich dieses Ereignis und dieses Stadion in Fluss. Und Herr Innenminister Bruch und auch sein Vorgänger, Herr Zuber, haben mit der Stadt Kaiserslautern hervorragend zusammengearbeitet. Und ich denke, Herr Bruch, das ist ein Wort wert. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Ich freue mich natürlich, mich in die Tradition von Walter Zuber stellen zu dürfen, der ja hier, ich frage immer, ob der Walter Zuber damals mitgespielt hat, wenn wir uns unterhalten. Ja. Aber Denkmal an die 5,
Ich finde das eine großartige Sache. Ich bedanke mich ausdrücklich dafür, auch im Namen des Ministerpräsidenten, dass diese Idee heute hier Gestalt angenommen hat und uns an diese 5 großen Spieler des 1. FC Kaiserslautern erinnern und uns auch vielleicht ein bisschen zeigen, dieses Vorbild, das sie uns geben, durch dieses Denkmal an die 5. Ich wünsche allen, die dieses Denkmal sehen, mit ihm sich in Angesicht stellen, dass sie an diese 5 und an ihre Leistungen erinnern, aber auch an ihre Mitmenschlichkeit und ihre Art, mit dem Fußball und um den Fußball herum mit uns allen umzugehen. Herzlichen Dank für die Einladung, alles Gute. Vielen Dank, Herr Minister. Ich bitte jetzt Herrn Dr. Zwanziger, zusammen mit unseren beiden Weltmeistern das Denkmal zu enthüllen. Und dann werden Sie weiterfragen, was waren denn das für Menschen? Und dann werden Sie hören, dass das große Vorbilder des Sports waren und sind, die eine bleibende Erinnerung für junge Menschen ausstrahlen müssen. Und das ist der Sinn und der Zweck dieses Denkmals. Und deshalb wünsche ich mir, dass viele Kinder mit ihren Eltern, viele Jugendliche hierher kommen und fragen. Und dass sie auf die Fragen die richtigen Antworten bekommen, nämlich die: Fußball ist mehr als 1:0. Fußball ist Leistung, aber Fußball setzt voraus, dass sich in ihm Menschen bewegen, die Vorbildfunktionen für junge Leute übernehmen können, die mit ihrem Können, aber auch mit ihrer Bescheidenheit, die mit ihrem Auftreten und mit ihrem Charme dazu beitragen, Millionen Menschen binden und fesseln zu können. Und dass diese Ausstrahlung von diesem Denkmal auf möglichst viele Menschen ausgehen wird, das wünsche ich mir persönlich und danke nochmals Ihnen, Herrn Buchholz, und denjenigen, die die Idee hatten. Denn zunächst musste ja mal eine Idee haben in einer Welt, in der viel zu viel vergessen ist. Aber wir vergessen Fritz Walter, wir vergessen Kohlmeier, wir vergessen Werner Liebrich und wir vergessen natürlich überhaupt nicht, denn sie werden noch Jahre unter uns sein, Ottmar Walter und Horst Eckel nicht. Und besonders auch die lieben Frauen, die hier stehen, die will ich mal nennen. Die Hannelore, die Anneliese, die Tage der Partei und die Frau Liebrich, die konnten es noch seit vielen Jahren auf ein Stück die Ehre ihres Mannes bei uns vertreten. Alles Gute und jetzt wollen wir mal gucken, was ich von Ja, ganz fantastische Arbeit geleistet. Ich bitte ihn jetzt mal hier nach vorne zu kommen. Wo ist der Herr Henker? Das ist einer der größten, den müssen wir doch sehen. Hallo. Ah, der kommt ja. So, dann sind die nochmal. Vielen Dank. Wir sagen erst gleich, was ich. Sie werden sehen, die Leute sind nachher von Ihrem Werk ganz begeistert. Vielen Dank. Oh nein, also ich gehe jetzt mal hier rüber zum Auto. Nein, da stellt sich hier in die Mitte. Nein, nein, die Mitte seid nicht du, ihr müsst in die Mitte. Jetzt sehe ich wieder immer hoch. Also jetzt sieht man das hier. 1, 2. Na denn, jetzt müsst ihr mal klatschen. Ja, warte. Okay, so. Ja, Moment, erstmal hier fotografieren, dann gehen wir rüber. Ganz klein. Habt ihr die Fotografe? Die Seite? Ja, jetzt hier an der Seite. Jetzt hier an der Seite. Nehmen wir schon alles Frauen. Können wir eins sein mit den beiden? Herr Walter, auch bei mir, ja. Okay. So, vielen Dank. Die geladenen Gäste, unsere Ehrengäste, das sind jetzt Gast des FC Kaiserslautern oben im Fritz-Walter-Zimmer, ja, in der Westkurve. Die geladenen Gäste treffen sich gleich oben noch im Fritz-Walter-Zimmer. Nochmal, ja. Ja, okay, gut. Ja.
Also ich werde kein Widerstand. Ja, klar.